Geschichten uit onze Geschichte Nummer 21. Ditmal nog wat davon, wo Mexikaner ihre Fracht mit Burro, Müller, Pferd und Ossen fortgeführten. En ook nog wat davon, wat Mennoniten mit Burros und Müllers gedaan haben in der Zeit, als wir in Mexiko abpassen. Ab der 233. Seite in dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko ist ein Bild, wo beweist, dass wenigstens ein Mexikaner in Cuauhtémoc 1951, für dem diese Stadt eine Wasserleitung längs ihrer Gassen hat, das geschafft hat. Er hat eine 200 Liter Wassertann auf seinem hohen zweirädrigen haltenden Wagen, den zwei Burros trocken, und das Mann holt damit den ganzen Tag immer weiter die Tann voll Wasser von dem Staatsbaum und fuhr dann die Gassen der Länge und verkauft einen Nober einen Armer voll Wasser, ein anderer mehr Armer voll, dann als jeder einer braucht oder kaufen kann. So ein Geschäft haben einige Mexikaner in Cuauhtémoc vor vielen Jahren gehabt. Da sind auch Bilder in unserem geschichtlichen Bilderbuch, von wo einige mexikanische Kleinfarmer ihre Burros damals auch noch brauchten, um ihre Schaukel oder Maisarend noch mit Hand tragen. Ab Seiten 26, 61 und 62 sind auch Bilder von, wo mexikanische Kleinfarmer ihre Arend noch mit Hand führten, mit ihren Ossen. Einige Mal werden auch lange Karawanen von so fuhren, wo der lang hinweg ist. Ein Bild weist sogar, dass Mexikaner auch verstanden, zwei Müllers und zwei Ossen taub zu brocken zum Fuhren führen. Und dann sind in diesem Bilderbuch ab Seiten 60, 94, 143 und 158 verschiedene Bilder von, wo Mennoniten, Männer, Jungs und sogar Mädchen in jener Zeit allerhand Spaß gehabt haben mit den Mexikanern ihre Burros. Das Bild ab der 143. Seite weist, wo die viele von uns bekannte Enrique Wieb von Cuauhtémoc, als er noch in Steinbach bei seiner Mutter in Stiefvater wohnt, auf einem für einen viel zu kleinen Burro hat fotografieren lassen. Und auf der 94. Seite ist das Bild von, wo die Obram Ernst und sein Freund Clayton Blair von Kanada sich in Niehorst auf zwei Esels haben fotografieren gelassen, als das Mann an dort besiegen gekommen wäre. Wer in Chihuahua von 1922 bis 1950 oder so abgewachsen ist, in das geschichtliche Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko noch nicht hat, die kann dort leider nicht mehr kaufen, denn die sind ausverkauft. Aber die können sich dort vielleicht mal von wem liehen, und da werden sich allerhand Erinnerungen trägt in Gedächtnis rauben. Denn diese Bilder können an uns sehr viel gute Erinnerungen wackerrauben. Man kann an sich, wenn man diese Bilder besitzt, mit viel Vergnügen verschiedene Erfahrungen trägt und Gedächtnis rauben. Wenige von unseren Mennoniten haben in Chihuahua mit Esels gefahren. Aber ich weiß noch, dort bei uns in Blumenort eine Jakob-Wielers-Familie wohnt. Die hatten ein Esel fertig. Und an dem Dorf Kartitz wären eine Panache, die fuhren auch mit Esels. Müllers haben auch mal wenige Mennoniten gebraucht, aber doch mehr als Esels. Ab Seite 67 im Bilderbuch ist dort 5 Gespann für einen Mennonit seinen Plüch, 2 Müllers und 3 Pferd. Und ab Seite 85 weist ein Bild, dort oben Schmetten in Scheinburg auch Müllers und Pferd taub gebraucht haben. Und nun eine Geschichte von einem Sonntag-Nachmittag im Fahrjahr 1952. In den 1950er Jahren treiben sich im Bustillos-Tal in Chihuahua auch lang nicht mehr so viel von den Mexikanern ihre Rinder, Pferd,
Müllers en boeros op de Mennoniten ihrem land ram. En de Mennoniten ihre jongens wären in dieser tijd ook al nicht mehr sehr interessiert an met de boeros ram te rieten. Aber unsere Mutter, ihr Bruder Cornelius Ernst und seine Frau von der Hague Reserve in Saskatchewan kamen. Ich glaube, dass wir am Fahrjahr 1952 mal nach Chihuahua, Mexiko, um ihre Geschwister und Freunde dort zu besuchen. Und als Cornelius Ernst und Mutter ihrer andere Geschwister an einem Sonntag bei uns gekommen wären, dann wir wie Geschwister da auch mit unserer Familie angekommen. Als wir an diesem Sonntagmittag gegeten haben und die Männer an diesem scheinen Fahrjahrstag büten, stunden und vertalten, dann seht Onkel Cornelius zu meine jüngeren Brüder, wo noch Tüß bei der Älteren wären. Ich habe einem von meinen Großsehens versprochen, ich war mir in Chihuahua auf einem Esel in absaten, wo davon ein Bild nehmen loten und ihm dort bringen, wenn wir von unserer Spazierreise zurückgekommen sind worden. Aber ich weiß nun nicht, wo ich dort zustande bringen kann, dass ich so ein Bild hier merken kann. Ich habe wohl meine Kamera mitgebracht, aber dort ist alles. Aber wo ist ein Esel? Ich habe keine Idee, von wo oder wo man einen Esel dort liehen kann. Wird die Jungs mir damit helfen können, sodass ich mein Versprechen holen kann und meinen Großsehen ein Bild bringen kann, wo ich auf einem Büro satt. Ein paar von meinen Brüdern übernehmen sich dort, für Onkel Cornelius einen Büro zu suchen und noch eins zu holen. Aber sie mussten doch all sehr suchen da noch, wo sich noch ein Herdje Esels ramdreif. Aber mit der Zeit fangen sie ein Herdje Büros, greifen einen von die und brachten unserem Onkel Cornelius den bei unseren Eltern auf dem Hof. Als meine Brüder den Büro brachten und uns Onkel sah, dass einer von meinen Brüdern den reit, ganz ohne Sodel und ohne Taum, dann sagt er, ich kann aber nicht auf diesen Esel abstehen, ohne dass er einen Sodel abhaft. Und ich war den auch nicht verstanden zu kontrollieren, ohne dass er einen Rietaum haft mit einem Rieteil da an. Und dann holten meine Brüder Taum und Sodel aus dem Stall, taumten den Büro ab, läden ihm einen Sodel ab und stellten den für ihren Onkel an. Und dann fängt dort bei unseren Eltern an diesem Sonntagnachmittag viel Spaß zu geben. Aber ehe Onkel Cornelius überhaupt versucht, auf den Büro hinabzukommen, lässt er sich von uns noch erst allerhand alldagsche Kleider, Strohhut, Jack und andere Sachen bringen, so viel, was ihm dort Geschüppchen noch war, wo er angetroffen war oder wo er aussah. Und dann will er sich versichern, auf den Esel hinabzusaten. Aber über all diesem hat Onkel Jakob, der jüngste von Mutter ihrer Brüder, sich all hinabgesat und versucht sein Bestes, so ein bisschen aufzuwiesen, wo Bro er noch war. Ich weiß nicht mehr, wer mit Onkel Cornelius seine Kamera angestellt war, Bilder zu knipsen, aber seine Kamera fängt an zu knipsen. Aber als Onkel Cornelius endlich reit geworden war, als er dachte, dass er mexikanisch genug aussah, dann versuchte er, auf dem Esel hinabzukommen. Wir dachten übrigens gar nicht, dass uns Onkel sehr mexikanisch aussah, aber bloß übermoten alldags und geschüpsch. Aber das wäre ja auch nicht wichtig, was wir von ihm dachten, aber was er von sich selbst dachte. Und er dachte, er sah und sie nicht leider mexikanisch aus. Und als er so wie reit feilt, dann brachte er dort mit ein bisschen Hilfe von uns auch vor dich, auf dem Büro hinabzukommen. Und dann knipst die Kamera sehr geniet. Wenn ich über die Radioluftwahlen was von diesen Bildern wiesen kann, dann würde ich das jeden daunen. Als das an diesem Sonntagnachmittag alle top all viel Spaß gegeben hat, für uns alle, dann will uns vor, dass ich mit einmal auch noch auf dem Büro absaten.
Aber die wir so rund und so schwer, dat wohl bitte ein großes Gelag nicht recht wat geben. Auch mit Hilfe von seinen Jungs noch nicht. Mit der Zeit aber saß er auch ganz brav auf dem Büro und freut sich, so sagt er wenigstens, dass die Kamera noch Film hat, zum Arm auch noch knipsen. Das Esel oder Büro brucht an diesem Tag Nachmittag, an diesem Sonntag Nachmittag, aber selbst nicht viel wat tun, um dem vielen Spaß merken, als sich dort gefallen lassen, dort immer noch ein Ola angeschickter Mann, dort entweder selbst noch mit vielem Versägen vor dich bracht, sich ab Armen abzusaten und war da raufzustehen, oder dort ein Sohner ab Arm und abgeholpen und war da raufgeholpen ward. Drüben musste das Büro haben und war da mal einen ollen Mann und kartet eins hier ab unserem Hof. Aber meistens werden diese Umtjes zufrieden mit Arm, wenn sie ab Arm wenigstens so lang setzen können, bis Bild genommen wird. Ich glaube ganz bestimmt, dass, wenn ein Büro überhaupt was von Spaß verstehen kann, dann muss das Büro sein, wo mehr Spaß gesehen hat bei den Mennoniten in Chihuahua als alle anderen Büros in ganz Mexiko. Das gibt wohl noch Bilder von dem vielen Spaß an diesem Sonntag, aber das ist einfach schade, dass das damals nicht alle mit einem Movie-Kamera abgenommen worden ist. Das können andere Jähren, was die vielleicht sogar einen Preis gewinnen bei Amerikas Funniest Videos. Wenn ich nu zurückdenke an, wo wir damals von unserem Vater und von unseren Onkels dachten, dass sie alt wären, und dann nu zurückdenke, dass uns jüngster Onkel Jakob A1 1952 noch mal 52 Jahre alt war und uns Vater 59, dann verstehe ich von der gar nicht, wo wir von an damals aus alle Umtjes gedacht haben können. Aber so ist das am Leben. Wenn die Mexikaner eher los herumdrieben, das Vieh in den Vorjahrmonaten allang fast nichts mehr zu fressen gefunden hat, dann krepierten manchmal viele von ihren Tieren, hungerten einfach tot. Und nicht mal krepierten viele von so Tieren, was sich selbst ihr Futter sägen mussten auf die mennonitischen Siedlungen, aber auch auf die großen, angetiente Wieslandflächen von der großen Feiranger, wo auch nichts mehr zu fressen war. Ich erinnere mich daran, dass besonders in den Vorjahrmonaten von 1951, 52 und 53, als das in Chihuahua so bütergewöhnlich dreht war, sehr viel Kadaver von totgehungerten Tieren überall rumlagen. Wir Mennoniten da jähen, wenn wir wussten, dass wir nicht genug Futter angeahnt hatten, um all uns Vieh durchfordern zu können und auch nicht Geld hatten, um dir das Futter zu kaufen, dann verkauft wir so viel von unserem Vieh, dass wir die ewig am Leben holen können. Übrigens deuten dort auch viele Mexikaner so. Sehr viele, aber nicht alle mexikanische Kleinfarmer leiten ihr Vieh einfach tothungern. Duizenden von den Mexikanern ihre Tieren sind in Chihuahua in diesen Anfangs 1950er Jahren einfach totgehungert. Nicht mal von den Kleinfarmer ihrem Vieh, wo sich dort Futter selbst sägen muss, von Mitte November oder Anfangs Dezember bis Mai, aber auch von den großen Feiranger ihrer Rinder, wo in den Winter- und Vorjahrmonaten immer von dem drehen Gras auf ihre großen Wiesländer leben mussten. Da lagen hier und da im Mai-Monat auch in anderen Jahren manchmal Kadaver von totgehungerten Tieren auf den mennonitischen Siedlungen in Chihuahua. Aber keinmal Eier so viel als 1951, 52 und 53. Dann lagen da im Mai- und Juni-Monat überall Kadaver, Charpas von totgehungerten Pferd, Müllers, Esels und Rinder. In den Jahren von 1951 bis 1954 wurden aber auch sehr viel von den Mennoniten ihre große Arbeitspferd und auch viele von den Mexikanern ihre Burros und Pferd zu Heinerfutter verarbeitet. So eine Tiere an den Futtermärkten zu verkaufen,
dort geeft nicht der Rede wird Geld, aber dort spart die Bürgers viel Geld, wenn sie für diese immerhin fast unnutzbar gewordene Tieren nicht mehr direkt vor der Käpen braucht. Die meisten mennonitische Bürgers wären Frau, wenn sie ihre Arbeitspferd, wo sie an so treu gedient haben, bei der schweren Landarbeit, für wenige Pesos loswerden können und nicht selbst aufmerken brauchten. Aber einige Bürgers schauten mit einem bedreckten Hort ihre alt gewordene Pferd tot. Als mein Schwiegervater auch ein altes Pferd aufstoßen will, dort nicht mehr fördern zu brocken, dann schlacht wie meine früheren Eck dort Pferd, kökten dort Fleisch und mögen Heinerfutter davon. So deuten dort auch einige andere Bürgers. Die Modernisierung an den Mennoniten ihrer Landarbeit in Chihuahua hat all angefangen in den laten 1930er Jahren und nahm in den 1940er Jahren all sehr tau. Aber nicht hat damals in den 1950er Jahren so viel dazu beigetragen, dort auch von so einer mennonitischen Form, wo da noch je Modernisierung wären, große Arbeitspferd aufstunden und auch Traktorschaften und brauchten für die Landarbeit aus der große Dreh, der Drought von 1950 bis 1953. Und nichts hat so viel dazu beigetragen, dass so viel von unseren Mennoniten anfangen von Mexiko nach Kanada zu tragen, aus dieser Reihe von 3 Jahren. Was ist danach? Was die in Mexiko in den 1930er und 40er Jahren abgewassen sind, uns selbst noch mal weiter sollen versuchen, trägend Gedächtnis zu rauben und unsere Kinder und Großkinder was davon zu vertellen. Ich glaube, da sind noch viele Sachen in unserem jüngeren Leben gewesen, wo wir bei uns über die Jahre so sehr geändert haben, dass wir mit einem gewissen Recht darüber mehr nachdenken, wenn wir alle geworden sind. Und von dem wir in unseren älteren Jahren feilen, dass wir mit gewisser Pflicht oder Schuldigkeit zu unseren Kindern und Großkindern davon reden sollen. Wir sind dort hier in Kanada zum Beispiel also sehr gewarnt geworden, dass wir, wenn uns dort an Wort fehlt, früher sind Mädchen, Männer und Jungs, dann go wie oder vor wie uns dort einfach kämpfen und dann haben wir dort. Dort wir dort hier so daunen, dort gehört bei uns in Kanada nu einfach also unsere Kultur. Was kanadische Kultur ist, dort ist in vielen Hinsichten sozusagen auch unsere Kultur geworden. Aber dort wir damals, als wir in Mexiko auf eine mennonitische Siedlung abwassen, ganz anders. Hier brechen wir verdammt mal wieder auf. Nächstes Mal noch wieder mehr von, wo viele Dinge mal bei uns in Mexiko wären, als wir da in den 1930er und 40er Jahren abwassen und wo so vieles in unserem Leben geändert hat. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.